Das ist ein grosser Moment. Wir sind Europameister. Nummer 1 a ganz Europa. Nummer 1 am Klammen von den Preisen für Energie. Ja, das rasant Klammen, das sehen wir auch an anderen Ländern in Europa. Das ist richtig, aber Lützeburg bricht den Rekord an Heuers Preiserhöhung am höchsten. Bravo. Den Herr Roth hat Preis schon genannt. Ich kann sagen, so super 95, 4 Jahr 1,04 Euro, 1,50 Euro, 46 Cent mehr. Diese 0,92 Euro für einem Jahr, 1,39 Euro, 47 Cent mehr. Man sieht 0,4 am November 2020, am November 2021, 42 Cent mehr, sind wir auf 0,82 Euro. Ich stehe, also so mal nicht aus der Welt von mit zu Peting oder zu Habst, den 2 Autos, wo leider an die Stadt schaffen gehen. Von dem mit einem normalen Auto fahren, dann wird das am November 2020 die Jahr gesehen 3.328 Euro kostet. Und kostet am November 2021 4.800 Euro, also an einem Jahr 1.500 Euro mehr Kosten für das Familie. Und das schwätzt man nicht von den Leuten, die am schönen Eisblick gefunden zu basten dürfen oder sogar zu tratten. Da geht das nach mehr an Blut. Aber wie ist es am Osten vom Land? Vergiss nicht die Leute, die am ländlichen Raum wohnen, weil sie sind nicht, die hier besonders leiden. Dasselbe gesehen wir beim Hitzen. Es steht den 3.000 Liter Masut verbraucht pro Jahr. Das hat nach 4 Jahr 1.200 Euro gekostet. Da sind wir da bei 2.460 Euro, also 1.260 Euro mehr. Für den Staat möchte also am ganzen 2.760 Euro mehr wie für einem Jahr. Aber wenn man nach Strompreis haben, da rechnen die auch an Lut gehen, da sind wir auf über 3.000 Euro Kosten mehr für so eine Familie. Und das ist schon konsiderabel, das ist, finde ich, so enorm. Wie gesagt, Lützeburg als Europameister, wir haben nicht gewonnen, wir haben verloren. Bürger hier am Land, Lützeburger, sind heute die größten Verlierer an Europa. Ah ja, die Weltmarktpreise, die gehen an Lut, und das erklärt auch zum Teil, aber nicht das ganz. Weil der Preis von einem Brent Urlich, von einem Fass, das war Anfang November $83. Und wir hatten aber schon für Jahre deutlich drüber, $145. Das ist also nicht nur das, was sich erklärt. In Diesel und der Benzin geht immer mehr teuer, der Gas und der Brennes auch. Wir waren schon seit Monaten auf die Konsequenzen von der aktuellen lützeburgischen Energiepolitik, die dazu führt, dass alle Erhöhungen vom Preis vom Weltmarché sich überproportional am Verbraucherpreis niederschlägt. Besonders an der kahlen Wintermonate, wo ganz viel Energie gebraucht wird für zu heizen, riskieren viele Lützeburger auf große Probleme zu stoßen. Wir haben eine ganze Partie Fehlentscheidungen, auch hier am Land, die zu dieser schwierigen Situation geführt haben. Die hohe Besteuerung von den Brennstoffen, die auch nach der Anpassung von der geringen CO2-Steuer nächstes Jahr sogar noch weiter klammen wird, obwohl die Preise für das Tanken schon zu gut 50% aus Steuern bestehen. Dann die ideologische Fokussierung auf umwandelbare Energien, die aufgrund von ihrer Volatilität eine Doppelversorgungsstruktur durch den Backup und Gas nötig machen, und damit den Markt für diesen zuverlässigen fossile Brennstoff an extrem höchsten treibt. Und wenn man ob das ginst dem Herr Benno natürlich nicht recht, wenn wir op umwandelbar op Alternativenergien gehen, da geht das ganz nach wieder. Wir sind ja in Deutschland, wo die höchsten Strompreise sind an ganz Europa, was dadurch könnt. Dann nur eine Kontribution von 3,6 Cent pro Kilowattstrom für umwandelbare Energie. Dasselbe. Wir haben die Streichung von der Nuklearenergie auf von Erdgas aus der europäischen Taxonomie, für die Eisregierung sich ausdrücklich stark gemacht hat. Und eine verfehlte Russlandpolitik, die immer zu seriösen Konflikten mit dem größten Gaslieferant führt. Was können wir machen? Was muss man machen? Wir proposieren obenseits die ersatzlose Aufschaffung von der CO2-Steuer, die Applikation vom reduzierten TVA-Satz von 3% auf Masut für zu heizen, eine vollumfängliche Indexierung von den Energiepreisen, eine Avance von 25% auf Teuerungszulage, für dat die betroffene Leute sicher durch die Wand kommen. An die Umsetzung endlich von unseren Verpflichtungen für Gas- und Petrolreserven umzulegen für mindestens 90
dich. Ich rufe nicht dazu op für Matze machen, individuell Mobilität muss für die Leute erschwinglich bleiben und Leute, die Land wohnen, dürfen nicht sind, die hier bestraft gehen. An dem Sinn habe ich hier auch 2 Motionen. Mit der ersten Motion, und ich weiß ja, dass da nicht viel CO2-Steuer aufschaffen, aber mit der ersten Motion proposieren wir aber, dass man die geplanten Erhebungen, die auf den 1. Januar 2022 soll fallen, dass man die mal für ein Jahr aussetzen. Weil man keine Klimaurgence so Geld. Ja, wenn die Leute keine Suche mehr haben, dann als Klimaurgence, dann ist das immer so wichtig. Und so nicht so etwas, wir haben da 50 Kilometer breit und 80 Kilometer lang. Ich kriege auf einem ungebosenen Tongeteilbanne gesperrt. Aber ja, merci, Herr Präsident, dass das sagt. Mit 50 Kilometer breit und 80 Kilometer lang ändern wir nicht viel an der Klimasituation auf der Welt. Und dann hat das von mir der Benzinspreis. Ihr wisst es ja. Aber wenn wir den Benzinspreis auch erhöhen, dann tanken die Leute, wenn es nicht Männer, dann tanken sie auf einem anderen Platz. Das hilft überhaupt nicht, ich denke Klima. So, ich komme da von der Welt auf die zweite Motion. Und da geht es um Teuerungszoll nach der Lokation de vie cher, wo wir vorschlagen, dass sie da schon eine Avance bezahlen und dann noch gucken, für die eventuell noch ein gewisses System zu erhöhen. So nicht merci. Merci. Merci vielmals, Herr Kolb.